Aber der Nasenbär. Ich bin der Granti, ich zock gern Computerspiele und heute rede ich das letzte Mal sauberz lang über The Black Mirror. Samuel Gordon ist wegen dem Tod von seinem Opa nach 12 Jahren wieder zur Familie heimgekommen und hat beschlossen, die mysteriösen Todesumstände von William aufzuklären. Dabei ist ein Familienfluch auf die Spur gekommen, wegen dem er jetzt meint, er muss 5 alte Schlüssel einsammeln. Außerdem verreckt ein Leid um ihn rum mit schöner Regelmäßigkeit und er versucht nebenbei auch noch herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Mit 3 von 5 Schlüsseln in der Tasche und der Spur der Zerstörung hinter sich schickt sie der Sam heute auch die letzten 2 auch noch zum Finden und der ganzen Sache ein Ende zum Setzen. Diesmal ziehen wir es bis zum bitteren Ende durch, also wer nicht heftigst gespoilert werden mehr hat, der kann hier auf Zeiten springen und dann einkaufen gehen, seine Messer nachschleifen oder ein bisschen Don't Drop the Sword hören. Der Rest darf sie mit mir in Sams Träume schleichen. Sein Schlaf ist wieder mal hervorragend und diesmal Drama vom Mord an Herman. Mittlerweile wisst man ja, dass unsere Träume quasi Tatsachenberichte sind. Aber diesmal, glaube ich, können wir uns sicher sein, wer der Mörder ist. Sir! Sir, open up! I must speak to you! What is it, Bates? They just called from Ashbury regarding a very serious matter. All right, I'll pay them a visit. Mr. Gordon, I have terrible news for you. The head doctor is dead. Zurück in der Anstalt erfahren wir, dass der James einen Robert umgebracht hat und deswegen wieder in sein altes Raststättenklo umgezogen ist. Der wird sich freuen. James was sitting right next to the body. James! I'd like to visit James. All right then. I will let you in. I will have to go with you. Die folgende Szene ist so absurd geil in allen Belangen, dass ich es euch einfach erst einmal unkommentiert anschauen lasse. Oh, not this. Wait here. I must fetch a doctor. What happened? James, what he feared most has happened. He couldn't return to this place. Also ich hab meistens nie so viel Spaß drauf, wenn wer verreckt, aber da hat's mir einfach zerlegt. Oh, not this. Hey, der Mo hat nicht das 4. Mal die Woche mit Absicht neben die Schüssel gesagt, der hat sich einen Strick genommen, da darf man schon mal ein bisschen mehr Emotionen zeigen. Und na, du brauchst dich nicht schicken, mach gerne einen Umweg über den H&M und kauf dir Hosen! Offensichtlich zutiefst geschockt und übermannt von Gefühlen, kann der Sam und James natürlich nicht einfach so hängen lassen und... Robert's Keys. Und Claudia am Schlüssel. Alles klar, na, das ist mein Fehler. Ich hab kurz nicht aufpasst und gemeint, der Sam war ein Mensch. Sag einmal, haben sie den James nicht durchsucht und ihm alles abgenommen, bevor sie ihn hier reingesteckt haben? Das ist der Schlüssel vom Chefarzt. Wie kann er den? Alle in der Welt sind Vollidioten und nix kann mich mehr vom Gegenteil überzeugen. Ah ja, richtig. James wrote my name on the wall. Oh, das ist lieb. Also, mich freut es schon irgendwie, dass er in seine letzten Momente an uns denkt hat. Ich meine, wer war denn nicht gern mit seinen letzten Gedanken bei dem Gesicht? Also, ich hab natürlich geschaut, ob man das Geschmier irgendwie wegwischen kann, weil mich persönlich da schon minimal inkommodieren, wenn mein Name direkt neben einer Leichen steht, aber es liegt nirgends ein Glitzi umeinander, also haben wir Pech. Für die Uneingeweihten von euch, das da ist ein Glitzi und es ist der schnuckligste Name, den je ein Produkt gehabt hat. Und dann brecht man auch noch unser schönes Schachmesser ab, als wir das verputzte Loch wieder aufmachen, wo ich noch mit dem Ralph zum Reden. Damn, the blade cracked. Alter, hat irgendwer jemals einen schlimmeren Tag gehabt? Ralph, can you hear me? Yes, I can, Samuel. Ralph, when did you last speak with James? Do you remember? He kept saying that he hadn't killed him. That's what he was saying. Der Ralphie erzählt uns, dass der James ihm gesteckt hat, wer einen Robert wirklich umgebracht hat. The name. Can you remember the name of the person he was talking about? No. Narrisch nützlich. Ralph was the last one to speak to James, but I probably won't be able to get much more out of him. Danach werden wir vom Doktor rausgeschmissen. What are you doing here? Get out immediately! You have no business being in here. Lasst's mir kurz nochmal meine These belegen, dass jeder in dem Spiel ein Depp ist. Der Doktor schmeißt uns raus. Uns. Den Typen, und jetzt lasst's mir kurz ganz tief Luft holen.
Dessen Familienname vom Tempo steht, mit dem der Boiler sabotiert worden ist, gegen den zumindest der Verdacht bestehen müsste, dass ein Hausmeister unter Drogen gesetzt hat, der einen Dr. Smith fast umgebracht hätte, der Pflegeleitung namentlich bekannt ist, was hervorragend zu dem Ultra-Fashion Graffiti in der Szene von einem Mordverdächtigen passt, der es jetzt nur dazu selber das Licht ausblasen hat und den wir in 2 Tagen zweimal besuchen wollten, wobei wir beim ersten Mal in seiner Zelle eingesperrt worden sind und dann aber spurlos verschwunden. Meine einzige Erklärung dafür, dass der gute Herr Doktor da nicht auf der Stadt Polizei ruft, ist, dass er schon mal Kontakt mit der Polizei hier gehabt hat. Samuels nächster Anlaufpunkt, wir haben da nichts mit zum Reden, das passiert automatisch, ist der Leuchtturm. Also bei den ganzen Steinen, aus denen der gemacht ist, sollte er eher Schwarturm heißen. Okay, ich hab's selber gespannt, der war fürchterlich. So here's where they found Robert's body. Hier haben sie also einen James neben Roberts Leiche gefunden. Nur für uns gibt's hier nichts mehr, außer ein Loch in der Wand, in das wir leichen. Nein, leichten. Kruzifix. Unser Serienmörder hat wieder sein Graffiti-Tag hinterlassen, den wir als braver Sammler natürlich abzeichnen. I should make a picture of this one too. Und danach entscheidet das Spiel, dass wir zum Herman schauen wollen. Nicht, dass wir gefragt werden werden. I'll go to the morgue. Herman may know something new. It's open. I'll have a look around. Unser Traum hat uns ja schon minimal gespoilert, was er uns als Sleepy Hollow Cosplay angeht. Deswegen gibt's hier nicht wirklich Überraschungen. Nach der Szene fragmentiert der Sam erst einmal seinen Mang und dann findet er das letzte Beutel für sein Titelalbum. The 5th symbol. Sobald wir das abpaust haben, sehen wir mir als Spieler eine Szene aus dem Raum, den ich mit ungefähr 15 Jahren als mein Wunschwohnzimmer bezeichnet hätte. Der Sam hat davon scheinbar nichts mitgekriegt, obwohl ich erst gemeint hätte, es war so eine Art Vision, wie seine Träume halt. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich irritierend, weil ausschließlich das Intro und die Szene hier nicht durch unseren Protagonisten erlebt werden. He's clasping something in his hand. Der Herman hält etwas in der Hand, was er aufgrund von Rigor Mortis, ihr wisst schon, der Bruder vom Rigatoni, nicht hergeben will. Dadurch kann man leider auch nicht mit Geld überzeugen, also muss der Sam jetzt mal körperlich arbeiten. Die Schubladen da war das letzte Mal schon ein Füllhorn an nützlichem Scheiß und enttäuscht auch diesmal nicht. There are a few plastic bags under the book. I'll take them. Wir holen uns aber Plastikbeideln und eine Zange und stemmen die Bratzen einfach auf. The forceps should do the trick. That must be the hair of the murderer. In derer findet man dann ein Büschel Haar, das wir natürlich gleich einpacken, wie wir es bei den 3 Fragezeichen gelernt haben. The murderer has black hair. James's hair was black as coal. I should go back to the sanatorium and obtain a sample for comparison. Danach schäbert Tierklingel und der nächste Kinderdetektiv steht im Windfang. Detective? Mr. Gordon? Und der legt wieder eine Kompetenz an, Doc, die mich vermuten lässt, dass man ihm wahrscheinlich beim Sitzen not Hosen klauen kann. His body is lying on the autopsy table, with the head off. With the head off? Listen, Gordon, when you found him, were you alone? Was no one else with you? No one. He was already dead when I came around. I believe you. I know who is behind all of this. Really? Who? That lunatic who escaped from Ashbury a few days ago. Who else? But you haven't got any evidence. Gordon, there are several disfigured corpses and a madman was on the loose. You want more evidence? No thanks. Danach laufen wir gleich nochmal zurück zur Anstalt, weil wir unsere frisch gefundenen Haare mit denen vom James abgleichen wollen. Samuel Gordon, please, let me in. Just 1 second. Und natürlich hat die Pflegeleitung absolut keinen Schmerz damit, uns nicht nur nominell zu lassen, sondern sie sagt uns auch noch freiwillig, wo James Leichen umeinander liegt. Where is James's body? Excuse me? Don't ask. Just tell me where it is. We cannot get hold of Dr. Herman. I don't know what is going on. So we placed the body in the old chapel in the graveyard until he arrives. Nachdem wir von einem ihrer Kollegen eingesperrt worden sind und von einem anderen quasi Hausverbot gekriegt haben, lasst uns die einfach spazieren. Unser Handeln hat also, egal wie dumm oder bösartig, ungefähr so viele Konsequenzen, wie wenn's bei der amerikanischen SS arbeitst und wenn der schießt. Eigentlich braucht man ja gar nicht nachschauen, um zu wissen, dass die Tür zugesperrt ist, aber das Spiel möchte uns anscheinend nicht drucken. The chapel is locked. Ganz ehrlich, an dem Punkt kann der Sam meinetwegen einfach jede Tür aufbrechen. Kein Mensch zirkt nicht wegen irgendwas zur Rechenschaft. Bind halt einfach gleich einen Sprengstoff an ein Kind und schubst gegen dir, ist doch alles wurscht.
Es stellt sich allerdings raus, dass der Lord von und zur Lästig hier den passenden Schlüssel hat. Can you tell me, why is that chapel in the graveyard locked? It's locked because nobody has any business going in it. Can you open it for me? No, I couldn't. But you have the key to it, right? Exactly. Und wir haben wieder die Option ihm zum Stecher. How about you lend me your key? I'll return it in a little while. You could watch my wallet for me in the meantime. Weißt, das hat noch nicht einmal funktioniert. Und nicht nur das, egal wie grattlert die NPCs teilweise sind, alle zeigen mehr Integrität und Rückgrat als unser Hauptcharakter. I can't risk somebody finding out. Das ist allweil ein gutes Zeichen. Das heißt, es ist wieder mal Zeit für eine Flasche Rohhypnolbräu, ha? Na, das Mal müssen wir anders vorgehen. Erst schleichen wir uns durch lokale Kanalisation in den Boilerraum und schauen mal, was wir da so tun können. I'll have a look around here. I've got to come up with something. The door of the boiler is very hot. I will get burnt. Okay, glücklicherweise liegt da wieder der Black Mirror Allzwecklappen rum. I should dampen it first. Narrisch einfallsreich. Hey, das ist jetzt das 3. Mal in dem Spiel, dass wir einen Lappen anfeuchten müssen und na, ich mag auch nicht, dass sie das vage verführerisch anhört. Bevor wir aber zum Wasserhahn in James' Zelle latschen, um genau das zum Tor, macht man nur den Spind auf und stellen wir fest, dass der Sam eine ähnliche Einstellung zu seinem Gesagten hat wie unser Mr. Burns Cosplayer im Kanzleramt. Personal stuff. I'll leave it as it is. Ja, nimm noch gleich eine komplette Nasen von den guten Gummistiefeln mit. Hey, du frisst doch einen Raclette-Käse, oder, du räudiger Teufel? Ich war mir erst nicht ganz sicher, wofür wir den Ofen überhaupt aufmachen müssen, aber nachdem ich die Gummistiefeln eingepackt habe, war es ganz klar. Heat from the boiler is unbearable. Bevor wir die Käselatschen abfackeln können, müssten wir allerdings erst noch am wahrscheinlich kleinsten Radl der Welt dran. Aber dann können wir die Luft verpesten, als wäre wir Saudi Aramco. This should attract some attention. Now, I've got to get going. Danach schleichen wir uns raus, ziehen unseren Boilerbeauftragten einen Schlüssel ab, wenn wir ihn dann einmal finden, und spazieren wir damit zur Leichen von James. James's body. I need to use something to cut off a little hair. I don't want to touch him with my hands. Achso, das ist da jetzt kreislig. Gut zum Wissen, wo du deine Grenzen ziehst. Wir klauen mal Scherben vom Boden auf und skalpieren wir an James. Zumindest ansatzweise. Und dann kommt unser Spiel ausnahmsweise mal mehr entgegen als der durchschnittliche Geisterfahrer. Kein Hinweis, keine Andeutung, na, wir werden einfach das 3. Mal in dem Kapitel automatisch dahin geschoben, wo es weitergeht. Well, maybe just. I'll go back to the moor and use Herman's microscope. Ich sag's euch, das Spiel hat in seinem Rätselmanagement mehr Balanceprobleme als einer, der nach einer Nacht in der Kneipe mit sowas heimfährt. The samples differ. Even I can see that. It wasn't James who killed Herman. Und hier stellen wir dann fest, dass die Haare nicht zusammenpassen. Und damit gibt's für den Sam nur noch einen Verdächtigen. Morris. Unseren Stallburschen. A letter. I haven't got a clue as to what's going on, but when somebody finds this note, I'll be far away already. It seems to me that detective wants to frame me for Henry's murder, so I won't be hanging around. Der hat sie allerdings schon aus dem Staub gemacht und sie selber damit nicht weniger verdächtig. I knew he couldn't be trusted. What if it was he who committed the murders? Ja, jetzt stehen wir da und wissen wir nicht so richtig weiter. Also Zeit, unser neuer Schlüsselbund auszuprobieren. Robert's study. In Roberts Zimmer gibt's jetzt halt endlich einmal wieder ein bisschen Action. A little key was hidden there. It looks like a security code. Sämtliche Rätselei hier ist theoretisch auf den Raum beschränkt. Man muss sich halt wirklich gründlichst umschauen und gut mitdingen. Als erstes werft man mal einen Blick auf das Gemälde. Und ich hab keine Ahnung, wer der Typ ist, aber wenn ich mir seinen Bart so anschaue, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich eine Erfindung von ihm kenne. I have to find his place in the past and obtain his key. Auf dem Regal da findet man die lateinische Schreibweise von 1120, That is a year prior to building the foundation of the castle. was nicht nur als Jahreszahl funktioniert. Dementsprechend
A secret bookcase. Für den frisch gefundenen Tresor braucht man den Code von dem Zettel. Den sehen wir, natürlich, erst wenn wir Vorsorger ans Lamperl halten. Und dann kriegen wir wieder eine Baggerschaufel voller Enthüllungen ins Gesicht geschüttet. This is the right combination. Als erstes Roberts Tagebuch. The visit to Herman fulfilled my expectations. Herman understands that science and research of novel concepts sometimes demands sacrifices. So eine Überraschung, der deutsche Doktor war einer von den Besen. Wo haben wir das schon mal gesehen? Nimdak! If it were not for him, I do not know how it would be possible for me to keep on disposing of those damn bodies. I will raise the concentration by 100%. Robert hat also in seinem Irrenheisel mit irgendeinem Serum an die Patienten umeinander experimentiert und die Leichen dann über den Herman verschwinden lassen. Was das bewirken hat sollen, keine Ahnung, wird nie erklärt. Aber der James hat's rausgefunden und ist damit auf Roberts Abschusslisten gelandet. He knows too much about the methods of my research and can expose me. And worse, they would believe him. He must never be allowed to return to Black Mirror. I know whose veins I will inject the serum into this time. Ab da wisst man ja, wie es weitergegangen ist. Der James hat überlebt, ist abgehauen, hat den Robert umgebracht und ist dann wieder eingesperrt worden, woraufhin er sich eine Expressfahrt über den Jordan bucht hat. Am Herman hat ebenfalls irgendwer Birnen abgeschraubt. Und ich glaube, mittlerweile sind in der ganzen Grafschaft da vielleicht noch 5 Leute am Leben, wenn's hochkommt. Hier flaggt außerdem nur das Testament von William umeinander. I, William Gordon, have decided to bequeath my possessions as follows. To my grandson, Samuel Gordon, I hereby transfer the ownership of the Black Mirror Castle, with all the neighboring lands. Wir hätten das Anwesen kriegen sollen und der Robert nix. I know that you are well aware of the reason of my decision, Robert. In my eyes, you are no longer worthy of the name Gordon. Anscheinend hat der William die ganze Zeit über gewusst, was für eine kranke Sau er da großgezogen hat. Fragst du natürlich, warum er nichts unternommen hat, aber jetzt ist wie es ist. Der Robert, der schissener Hundskrippe, der er ist, hat das Testament offensichtlich versteckt und zurückgehalten. Was für mich ehrlich gesagt nicht wirklich Sinn ergibt. Ich habe immer gemeint, so ein Testament wird mit einem Notar gemacht. Der steht da unten sogar noch dabei und dann von dem durchgesetzt. Ich meine, klar, vielleicht hat der Robert in bester Familientradition einfach alle beteiligten Scheine in den Rachen gestopft, bis nichts mehr zum Song gehabt haben. Und als letztes finden wir dann noch die 2 Sachen, die uns der William im Intro vom Spiel eigentlich zukommen lassen wollte. It must be very old. In dem Brief erzählt William uns von seinem Versuch, am Familienfluch auf die Spur zu kommen und dass wir den Ring immer dabei haben sollen. In this envelope, you will find the ancient ring of our heritage. It is very important that you always have it with you. Ich weiß nicht, was uns der Ring bisher bringen hätte sollen. Meinst du, der hätte die ganzen Tiere aufgespart? Ich glaube nicht. Old runes and Latin words are carved around the area. Hier bin ich dann erstmal wieder ewig lang nicht weitergekommen. Mein Gedanke mit der Victoria über den Kerl auf dem Beutel zum Reden war schon richtig, aber wie so oft lasst das Spiel das Gespräch erst zu, wenn alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind. I'll leave her alone now. In unserem Fall heißt es, dass wir erst nur an Morris überprüfen müssen. Der ist zwar weg, aber seine Schiebermützen ist noch da und von der greifen wir uns ein paar Fransen raus. Morris's cap. Und zwar ohne Handschuhe oder Händwaschen oder irgendwas. Pfui Teufel. I found a little hair. I should examine it closely. Maybe this sample will match the one Herman was clasping in his hand. Mikroskop sagt nein. Und damit haben wir nach wie vor nicht wirklich weiter in der Suche nach unserem Mörder. Ich bin mir sicher, ein paar von euch haben schon einen Verdacht und es ist nicht unwahrscheinlich, dass das so mancher schon viel früher checkt hat, aber bleiben wir mal in der Rolle vom Sam und der mal so als Wart blöd. Jetzt kommen wir jedenfalls endlich zur Victoria. Victoria, I was in Robert's study and I saw a picture of a man that I had never seen before. That picture is a portrait of our ancestor, Lothar Gordon. It was he who founded the sanatorium where Robert works. Der fesche Bruder war also der Lothar, Gründer vom Ashbury Heisel für Narrische und solche, die es gern werden wollen. Over time, that place completely absorbed him. Anscheinend sind Geisteskrankheiten ansteckend, weil er wegen all seiner Arbeit mit den Insassen selber irgendwann durchtrat ist. In the end, he broke down, and his mind succumbed to insanity too. He died as one of those he was helping. They buried him in a modest grave behind the sanatorium. Nach seinem Ausscheiden aus der lebenden Laufbahn haben sie ihn hinter seiner Arbeitsstelle verscharrt. Hey, das sagt bitte keiner unserer Regierung. Ich stell mir schon auf die 8-Tage-Woche ein, wo du Minusstunden fürs Schnaufen kriegst. Aber wenn's mir nicht einmal im Tod von der Arbeit weggehen lassen, dann werden wir ganz schnell rausfinden, ob Geister Brände legen können.
Somit haben wir jedenfalls endlich wieder ein Grab zum Schänden und da das neben dem Leibstecher unser liebstes Hobby ist, lassen wir uns auch nicht lang bädeln. Das Grab selber ist schnell gefunden, aber leider ist es zugewuchert und der feine Herr Gordon ist jetzt gut, dass er das dornige Zeug da irgendwie auf Zeiten schiebt, weil er kann sich ja einen Kratzer holen. I need to remove the shrub first. Ich verweise an der Stelle nochmal auf ein paar richtige Grabreiber und deren Einsatz, du Lappen des Elends. Naheliegenderweise durchsucht man die Umgebung und finden schnell eine Gartenschau. A pair of gardening scissors. I hadn't noticed it before. Aber heute im eBay-Kleinanzeigenzustand, sprich für Bastler. Damn, it's broken. An dem Rätsel pissen mit zwei Sachen an, und zwar mit Hochdruck. Erstens, mit keinem Wort wird erwähnt, dass man einen Schraum braucht, um die zwei Hälften wieder zusammenzubringen. I need to join the blades together somehow. Kann man jetzt natürlich argumentieren, dass das doch logisch ist, aber mein Hirn ist einfach ein wenig anders verkabelt. Ich hab mir wegen Missverständnis Wasser in meinen Öltank gefüllt, ich hab jahrelang gemeint, Schlafzimmerblick heißt, dass man komplett gelangweilt und mir schaut, und ich weiß bis heute nicht, was man mit der ekelhaften Kugel machen soll, wenn man sein Mozzarella ausdrungen hat. Also kein an mir liegen, lass ich mal durchgehen. Viel schlimmer ist ja Grund B. Wenn man dann weiß, dass man einen Schraum braucht, was glaubt's, wo man den findet? Da! Wer sucht denn da nach einem Schraum, mal ich fies nochmal? Vielleicht war das trotzdem gerade noch verzeihbar, wenn's wenigstens vorher schon interaktiv gewesen war, so wie das Schüreisen. Wobei nicht einmal das stimmt. Das drum war einmal ein Hotspot, nämlich beim ersten Mal anschauen. Danach ist reine Deko geworden und als Spieler denkt man sich natürlich, ja, brauchen wir halt nimmer. Bis wir es dann auf einmal brauchen, versteht sie? Aber bei der Schraum war nix. Null. Leere Menge mit zwei so fesche Klammern drumrum. Also muss man doch davon ausgehen, dass die Schraum einfach nur Teil vom Hintergrund ist. Und wegen genau so einem Scheißdreck kehrt der Qualitätskontrollen von dem Spiel eine Darmspülung mit dem Kercher verpasst, Kruzifix. Hast du dich jetzt beruhigt? Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Das Schreiberl da hat dann jedenfalls rein zufällig das gleiche Gewinde, die gleichen Maße und wahrscheinlich sogar noch die gleiche Lackierung wie das Original und passt da rein. Als hätte man nicht einfach mit den zwei Scherenklingen das Zeug trotzdem durchsagen können, Mensch, scharf sind's doch. Aber aufregen hilft ja auch nix. Anders kommen wir nicht weiter, also machen wir's so und dann geht's endlich an die Störung der Totenruhe. The lid is too heavy. I cannot move it. Okay, es wird wohl doch eher weiterhin meine Ruhe gestört. Nicht, dass es jetzt halt unrealistisch war. So ein Stordeckel ist allein wahrscheinlich echt nicht zum Bewegen. Aber die Suche nach dem richtigen Werkzeug ist einfach ein Déjà-vu von der scheiß Gartenschau gerade eben. Das komplette Areal da war vorher einfach nur Teil vom Hintergrund. Und Sams Grundaussage ist: Trash, Junk and Garbage. Absolut nix hier ist nützlich, es liegt ausschließlich Müll umeinander ohne einen möglichen Einsatzzweck. Außer du klickst wieder mit rechts drauf, dann hörst du auf einmal: A metal rod. Ah, schau mal, da ist ja exakt das Werkzeug, das ich brauch. I'll take it. Ja, ich hab gesagt, ich reg mich nicht mehr drüber auf, aber sorry, ich komm einfach nicht über diese stockbeschissene Mechanik mit den zwei Maustasten hinweg. Wisst, ich beschäftige mich gerade echt viel mit Point-and-Click-Spiele, weil ich selber mit einem Freund ein kleines machen möchte und es gab so viel sinnvollere Arten von Steuerung und Interface für solche Spiele. Aber bevor ich jetzt zu sehr abschweife, hebe ich mir lieber erst einmal diese toten Tupperware da auf und hang endlich an. Oh no, the grave is empty. How do I obtain the fourth key? Wisst ihr noch, was ich gesagt habe, wie lange das Spiel für einen Durchschnittsspieler dauert? 14 Stunden. Mittlerweile glaube ich, das war nicht das Endergebnis, nachdem alles fertig war, sondern von Anfang an die Vorgabe für die Programmierer. Weil so viel Filmmaterial kannst du doch freiwillig gar nicht ausdenken, hey. Tell me, the old graveyard at the back of the sanatorium, has it always been administered by Ashbury? Yes, as far as I know, it has belonged to Ashbury for at least the past 100 years. Prior to that, it was part of the Wormhill Parish, I believe. Die Schwester sagt uns dann auf Nachfrage, dass der Friedhof hier früher von der Wormhill Church verwaltet worden ist und da fragen wir dann auch nach, wo der Rest vom Lodder momentan vor sich hinfault. I need to research one of my ancestors. Can you help me? Der Pfarrer informiert uns zwar, dass er das durchaus rausfinden kann, aber dass das Ganze ein bisschen dauern wird. Und wer meint, wir könnten dabei was Sinnvolles machen, der hat sich sauber deischt. I believe I should be able to find the information you need. Please, come back later. It's going to take me a while to locate the record. Mittlerweile zum, glaube ich, 4. oder 5. Mal muss man sich einfach nur stumpf Hacken ablaufen, bis er Spiel beschließt, dass man genug Zeit verschwendet hat. You have returned just in time, Samuel. Wisst ihr, was man stattdessen machen hätte können? Please, come back later. It's going to take me a while to locate the record. I found the record you need in the Chronicle. Ist das so schwer? His remains were buried near Ashbury, as per his last wishes. In Ashbury?
After some time, however, his body was cremated and transferred into one of your family tombs in the graveyard of the vicarage. Sein schlaues Bierchen gibt dann jedenfalls die Erkenntnis preis, dass die Borndl vom Lodder hier vor der Haustür liegen. Alles Asche mittlerweile, aber vom Prinzip her passt's. Is anyone there? Is it you? I'm looking for Lothar Gordon's remains, and this is the last possible place. Wait here. It's going to take me a while to find it. Sure. Der Totengräber, der just zu der Zeit da unten gerade Urnen gießt oder was man halt also macht, holt uns den Kiwi mit dem Lothar hin und mir werft mal einen Blick rein. Anscheinend hat der Schlüssel, der aus Silber gefertigt wurde, die Temperaturen von einer verdammten Kremierung ganz gut überstanden. Just one more key left. Und damit fehlt uns nur noch der Schlüssel vom William. Ich habe mich ehrlich gesagt schon länger gefragt, warum wir den nicht einfach parallel zum Rest besorgen haben können. Das ist doch wohl das absolut naheliegendste überhaupt. Hier hat der Sam jedenfalls auf einmal einen Anflug von Pietät und findet es ganz, ganz schlimm, dass er einen William jetzt halt auch noch exhumieren muss. The ground hasn't hardened yet. What is it I am saying? Nachdem er unter Missachtung allen geltenden Rechtsschutz vor Gräber plündert hat. Von denen wir wissen. Also ob man ausgraben ist nicht die Frage, sondern wir. Erst einmal haben wir wieder einen Fall von Gummistiefel Doppelmoral. I won't be messing with his toolbox. The flashlight might come in handy in this darkness. Und dann müssen wir zum einen Apps zum Gatteln suchen und zum anderen den Totengräber loswerden, damit er uns nicht erwischt. Eine Schaufel finden wir, wenn wir mit unserer neuen Taschenlampen bei dem frisch auskommenden Grab umeinander leichten. A shovel is lying on the heap. Also, der Sam find's. Ich nicht. Ich krieg bloß einen Vietnamkrieg-mäßigen Flashback zu In-Mimes. Ja, I have no mouth and I must scream ist mir zu lang und deswegen die bescheuerte Abkürzung. Seht's ihr da eine Schaufel? Weil ich seh's nicht. Ich seh's nicht einmal, wenn ich direkt drüber fahre mit der Maus. Was haben sie denn gerade mit den unsichtbaren Schaufeln? Ist das irgendein Insider, den ich nicht check oder was? I've got to get rid of the gravedigger first. Und um ungestört Maulwurfen zum Kindern müssten wir jetzt nur noch den Draht entfernen, der die Tür offen hält. Dann dürfen wir uns 20 Minuten lang fragen, warum man die Dreckstier jetzt trotzdem nicht zumachen kann, bis wir mit ein bisschen Glück den kleinsten Keil der Welt finden. Und nachdem jetzt halt nichts mehr die Tier oder uns aufhält, sparen wir einen Totengräber über Nacht in der Gruft ein, während es regnet, kalt ist und keiner in der Nähe ist, der einen Schreien hören kann. He won't be getting out easily. Das hat er jetzt davon, dass er uns geholfen hat, der dumme Hund. Und weil wir den Typen scheinbar echt nicht leiden können, macht wir ihm gleich nur ein bisschen Arbeit und graben wir einfach etwas aus, was er stundenlang eingraben hat. One eternity later. Forgive me, William. I had to do it. Am Willi ziehen wir jetzt seine Flavor Flav-mäßige Ketten ab und dann haben wir endlich alle 5 Schlüssel beieinander. Fifth key, the last one. Ich hab zwar zuerst noch versucht, uns in die Spuren irgendwie zum Verwischen, aber nix gibt's. Vermutlich hat der Samuel schon mal was von den Epstein-Files gehört und festgestellt, dass jedes Arschloch mit 2 Geld sowieso unantastbar ist. Wisst, es gab halt eine Frau, die aktuell wieder ein bisschen Gerechtigkeit in unsere Welt bringen kann, wenn's bloß aus dem Urlaub zurückkammert. Der Sam scheißt also mal wieder auf alles und macht sie auf den Rückweg, nur um dann festzustellen, dass Gordon Familienkutschen vor der Kirche steht. Und jetzt macht sich auf eine Wendung gefasst, die vermutlich so überraschend käme wird wie der Breakdown im Metalcore. That was Bates. What is he doing here? Why did he go to the confessional in such a hurry? I must find out somehow. Father, I am haunted by a terrible secret. I know who has caused all this evil. I know who killed those people. I can no longer bear keeping this secret to myself, so I must confess. I saw him sneaking through the night, covered by the darkness. His palms, they were stained with blood, a terrible sight. I hid quickly so that he would not see me. When I briefly looked into his face, I was stunned with awe. I still have his expression before my eyes. All this time, I remained silent. I could not tell anyone. They would not believe me anyway. Even I would not believe it if I had not seen his face with my own eyes.
I am afraid of pronouncing his name, Father. Do go on, son. I know the devil has many faces. That night I saw one of them. The face was that of the Lord of Castle Black Mirror, the youngest of the family, Samuel Gordon. That must be the hair of the murderer. The murderer has black hair. He kept saying that he hadn't killed him. That's what he was saying. He said he knew who killed him. That he knew. Of your blood, others will rise with your name, bearing my curse. One of your heirs will convert 5 souls of 5 mortals. This will be the catalyst to bring my anger back to life. And I will return. When your days have ended, there will be no one to stop me. God, forgive him his sins. Ich mein, man kann's ja nur verstehen, wenn der Spieler nicht gleich alles mit dem Fluch vom Grattelhäuptling Mordred in Verbindung bringt. Aber allein die Tatsache, dass der Sam vor jedem Mord trammt, ist schon hart an der Grenze. Und spätestens mit dem Graffiti da haben sie die Entwickler da nicht endgültig ins eigene Fleisch geschneizt. Und wisst, was das Lustigste dabei ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hab das vor 5 Jahren tatsächlich selber nicht einmal kommen sehen. Weil man in dem Spiel einfach mit so viel Scheißdreck beschäftigt ist und ein sinnloses Nebengeschichtenfassel nach dem anderen aufgemacht wird, bis gar nicht mehr richtig schnallst, worum es eigentlich gerade geht. Der Samuel hat also unter Einfluss von Markus' rachsüchtigen Geist 4 oder 5 Leute umgebracht und damit irgendwas aktiviert. Ich mein, wenigstens hat's jetzt seine Opfer auch irgendwie verdient. Der eine hat an seine Schutzbefohlenen umeinander experimentiert und sie teilweise umgebracht, der nächste hat ihm dabei geholfen und die Leichen verschwinden lassen, der Gärtner hat unseren Tümpel nicht auf der Stelle sauber gemacht und vor dem Scheißkind, glaube ich, brauchen wir gar nicht erst reden. Ups. Mit dem Wissen steigen wir jetzt also in die Katakomben unter der Kirche und beschließen, dem ganzen Treiben ein Ende zu setzen. Da steht der Bäder und mir dürfen uns überlegen, wohin mit ihm. Some strange symbols in a circle. Letztes Mal hat er ja bequemerweise Schädel weggekriegt, als wir mit dem Zeug da rumspielen wollten, aber jetzt funktioniert's. Der Ring, den wir laut William immer hätten dabei haben sollen, kommt hier als erste, letzte und einzige Mal zum Einsatz und aktiviert die LED-Birndl unserer Vorfahren. Those symbols. They led me as far as here. Das ist ein Rätsel, für das man nicht wirklich nachdenken muss. Die Lösung dafür haben wir mehr oder weniger selber geschrieben, indem wir die Bevölkerung der Grafschaft ein kleines bisschen ausgedünnt haben. In unseren Notizen finden wir die richtigen Symbole und nachdem wir es gedruckt haben, heißt Samsa öffne dich oder irgendwas in der Richtung. Außerdem sagt der Sam hier, ebenfalls das erste, letzte und einzige Mal, Apps, mit denen man wirklich aus dem Herzen spricht. I am filled with distress. Das kann das heutzutage einfach auf ein T-Shirt drucken und Milliarden damit machen. Jetzt stehen wir in so einer Art Mini-Labyrinth und das ganze Areal hier habe ich als ein einziges Arschloch-Level in Erinnerung. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich keine 5 Minuten brauche, bis ich sagen kann, deswegen. Ohne Plan oder Ahnung stackst wir durch die Gegend und schauen, was hier so gibt. Da ist zum Beispiel ein Loch in der Wand. Wenn man da drauf druckt, gelangt der Sam einfach eine und zirkt ein Amulett raus. Hervorragend, damit haben wir was für die Mom zum Geburtstag. Und weiter geht's. Im nächsten Raum liegt der alte Helm mit Herndl am Boden, der ausschaut, als da der plus 20 auf Angriffskraft geben und damit haben wir für den Bab auch gleich noch was. Es läuft eigentlich richtig gut da herund. In der Wand ist außerdem ein einigermaßen auffälliger Ziegelstor, den der Sam beim Draufklicker einfach eindruckt. I've heard something in the distance. Und das ist nur so eine Sache bei dem Spiel. Du weißt eigentlich nie wirklich, was der Sam macht, wenn du wo drauf druckst. Es kann sein, dass er es anbatscht, es kann sein, dass er bloß einen Kommentar abgibt, es hätte da sein können, dass er versucht, dem Ziegelstor ein Geld zu geben, damit er ihn durchlässt. Einen Raum weiter steht uns ein fette Tier im Weg und damit wissen wir immerhin einmal, was wir hier unten grob zum Tor haben. It can't be opened. There's no lock on it.
Auf der Suche nach einem Mechanismus oder sowas wackelt man gewohnt orientierungslos durch die Gegend, bis wir was Neues finden. Und in dem Fall ist noch mehr Loch in der Wand. Gut, das ist nicht wirklich neu, wir wissen ja schon, was passiert, wenn wir eins sehen. Also drückt man drauf und... Ah, deswegen... Ich werde mir jetzt gar nicht lang aufregen, aber versteht's, warum das dumm ist? Wir wissen eh nie, was der Sam machen wird. Wir haben keine Optionen wie Schau an oder Nimm oder Stopf ein Gliedmaß deiner Wahl in ein Loch in der Wand. Und nix lasst uns wissen, dass man hier vorsichtig sein soll. Ganz im Gegenteil. Ins erste Loch haben wir problemlos unseren halben Arm reinschirmen können. Ja, ich weiß schon. Und sind dafür belohnt worden, aber hier kriegen wir eine 50 km/h Lobotomie oder was? Ich mag jetzt ehrlich gesagt schon gar nichts mehr anklicken, weil ich einfach nicht weiß, was dann passiert. Und bei einem Point-and-Click bleibt damit nur das Pointen, was irgendwie nicht so richtig Spaß macht. Auf unserem weiteren Rundgang hier unten findet man nur ein Schwert, was einfach immer geil ist und Hoffnung auf irgendwas richtig Cooles macht und nochmal eine Version vom tödlichsten Glory Hole der Welt. Oder wohl eher Gory Hole. Ja, mir ist Lacher hier drunter einfach vergangen, sorry. Daher bleibt uns jetzt nur noch das fesche Gartendeal da, in das wir unser Amulett einsetzen. Warum? Scheißegal, es passt rein, also kommt's rein. Something is missing there. Aus dem gleichen Grund klatscht man dahinter unsere Bowlingkugel aufs Podest, weil nix hier drunter wird erklärt, nix hat einen Sinn oder einen Grund, Sachen passieren einfach und dann geht's irgendwie weiter. Jetzt fließt hier jedenfalls irgendein magischer Strom oder so und deswegen können wir all die schmucken Knäpfeldrucker, die wir hier so gesehen haben, damit Festbeleuchtung angeht. Beim letzten Knäpferl ist uns allerdings ein ordentlicher Gulli im Weg und ich hab mir gedacht, okay, ich nehme das Schwert als verlängerten Arm zum Draufdrucker. Das Spiel war anderer Meinung. Und dann bin ich mit dem Schwert zufällig über den Abgrund gefahren und es hat blinkt. Die meisten von euch wissen, ich bin Sänger in einer Band, die Don't Drop the Sword heißt. Es ist mir physikalisch eigentlich nicht möglich, ein Schwert fallen zu lassen, aber genau das muss man hier machen. Gordon. Bitte fragt's mich nicht warum. Ich weiß nicht, Programmierer haben sicher auch nicht gewusst und wenn ich irgendwann vor irgendeinem Gott stehe soll und ihn fragt, dann wird er mit seinen allmächtigen Schultern zucken und mir sagen, ich hätte was gescheit spielen sollen. Der Helm da fliegt dann auch gleich noch rein, weil es an dem Punkt einfach alles sehr wurscht ist und dann geht der Boden wieder zu. Nachdem wir jetzt alle Knöpfe drucken können und das auch deren, können wir aber immer noch nicht weiter, weil wir zuerst rausfinden müssen, welche Lampen überhaupt brennen dürfen und welche nicht. Und dort sagt sich mal wieder der Umweltschutzgeist von den Entwicklern, weil sie gleich nochmal ein Rätsel recycelt haben. Neben dem Bowlingkugelständer liegt der Karten vor dem Gewölbe hier und wenn man jetzt draufkommt, dass man da wieder mit Licht arbeiten muss, dann kann man den Kandelaber da drüben anzünden und die Karten genau wie den Codezettel aus Roberts Zimmer hier halten, um ein bisschen Zaubertinte sichtbar zu machen. Mein räumliches Denkvermögen ist leider nicht der Wahnsinn und deswegen war ich trotz Lösung ein bisschen unterwegs, aber letzten Endes habe ich die Ausfahrt nach Deifehausen gefunden. Es schaut jetzt nicht vertrauenserweckend aus, aber in der anderen Richtung liegt der Mordprozess, in dem wir ganz miese Karten haben. Also, eine da. Hier schaut's aus wie im ersten Doom. Was ich eventuell anstatt der Black Mirror hätte anfangen sollen. Naja. Where am I? What is this place? Nachdem hier weder Dämonen noch Schrotflinten umeinander existieren, der man was man an Höllenaltäre halt so tut und bleibt man auf irgendwas drauf. Mit einem enorm widerlichen Geräusch aktiviert sich dann das Tischl da und wir können endlich unsere Schlüssel loswerden, wofür wir mit ein paar Buchstaben belohnt werden. Ja, das hat sich orientiert. Zodokare busadire im coraxo zodere matorebe
Matoribi, vax da sobra ve, maliore vax da sobra, malior ibiute, amena vi busatire, amena vax sodacare. Such is the end of my story. I always feared that my past would resurface and cast its shadow over me. My soul has blackened from sins that cannot be undone. Evil has many faces, many forms. I know that the past has been a diverted mirror of my soul. Here, there is no judge to pass judgment. There is only me. Und das war The Black Mirror. Na, ernsthaft, das war der Schluss. Habt's noch Fragen? Na? Gut. Lasst mir einfach kurz meinen letzten Satz wiederholen, der trifft's nämlich perfekt. Na, das hat sich orientiert. Das ist das Ende, das uns die servieren, auf das wir all die Stunden hingearbeitet haben. Es heißt ja immer, der Weg sei das Ziel, und es gibt Spiele, da trifft es durchaus zu. Bestes Beispiel Monkey Island 2. Dessen Ende hat mir fast 30 Jahre lang so viel Kopfkratzen eingebracht, dass Grund genug war für ein Glatzen, aber dafür ist das Spiel in alle anderen Belange einfach der Wahnsinn. The Black Mirror ist auch der Wahnsinn, aber auf einer ganz anderen Schiene. Das hier ist eher wie der lahmarschigste Spaziergang aller Zeiten bei richtig lästigem Wetter. Du hast nach 5 Meter schon nasse Socken, die bei jedem Schritt so ein widerliches Matschgeräusch machen, die Luft riecht irgendwie nach lauwarmer Blärmikohl und auch wenn die Landschaft echt schön ist, ruiniert's der ganze Rest. Und dann kommst nach 14 Stunden endlich bei der Hütten an, aber die hat zu und nebendran wird grad allem godelt. Zum Schluss scheißt da nur eine Kuh auf den Fuß und herzlichen Glückwunsch, das war deine Reise. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier schreibe, habe ich gerade ganz frisch das Spiel beendet und ich kann euch nicht sagen, wie es mir geht. Ich fühle mich irgendwie, als hätte ich in einem Schluck, der aber einen halben Tag gedauert hat, 7 Liter lauwarmes Leitungswasser von letzter Woche aus einer richtig coolen Dose getrunken und habe jetzt mehr Durst als vorher. Ihr kennt's mir ja minimal von meinen Videos. Ich mod's einfach gern, weil es mir Spaß macht und manchmal auch, weil ich mich wirklich aufreg. Aber das hier ist eine andere Schublade als sonst. Vor allem, weil es grafisch und atmosphärisch so viel richtig macht und mich echt abholt. Ich mein, ich hab Darkfall gern gespielt und ich hab's weiterempfohlen, weil es echt was kann, auch wenn es viel zum Lachen gibt und ein bisschen was zum Umeinandermaulen. Aber das Spiel hier, das nimmt ein gutes Genre, das viele Möglichkeiten lässt, eine Geschichte zum Erzählen und arbeitet dann nicht gewissenhaft um alle Möglichkeiten drumrum. Zum Beispiel die Steuerung, dieses 2-Maustastensystem. Ich mag schon gar nicht mehr drüber reden, aber schaut euch andere Spiele an. Einer der absoluten Standards ist ja das Verbensammelsurium, wie bei Monkey Island oder Day of the Tentacle oder sonst was. Dann gibt's auch noch Systeme wie bei Gabriel Knight, wo man verschiedene Aktionen durchschalten kann. Das ist alles nicht fehlerfrei, je nach Spieledesign, und klar, bei Gabriel Knight ist es echt überfordernd. Aber wie gesagt, es ist immer nur relativ eindeutig, was passiert, wenn man wo draufdruckt. 3 snakes in a skull. Aber hier steht's ja tatsächlich schon so blöd in der Anleitung, wie es wirklich ist. Manchmal macht Rechtsklick was anders. Und ich glaube, in keinem Fall, wo das so war, hat's irgendeinen Grund gegeben, warum man das nicht mit einem Linksklick hätte lösen können. Zusammengefasst, legt's fixe Aktionsmöglichkeiten für eure Tasten fest wie normale Leute. Klicke dann links und du hebst sie auf. Oder macht's einfach alles mit links. Blutige Marie, wie besonders kann man denn sein wollen? Dann die inkonsequente Rätsellogik. Na, du darfst dein Hodder noch nicht einfach durchs Wasser tauchen, du wart's gefälligst, bis da das Spiel einen guten Grund gibt. Und 2 Kapitel später heißt's, logisch, zirk dein Tempo durch den Brunnen, bis tropft wieder Kieslaster, auch wenn's das die nächsten 3 Stunden nicht brauchen wirst. Oder der Fall in der alten Mine. Was fällt dir ein, die Sicherung mitnehmen zum wollen, wenn noch kein Strom ausgefallen ist? Meinst du bist der scheiß Hellseher oder was? Und das stellen wir jetzt mal kurz in Kontrast zu, hast gerade noch Platz für eine Musikbox, die die nächsten 3 Kapitel lang absolut keinen Zweck hat? Klar, ich kann schon damit leben, dass unsere Spielfigur erst eine extrinsische Motivation braucht, bevor es irgendwas aufglauben und benutzen kann. Aber dann zirkt es halt auch komplett durch, Malefiz nochmal rein.
Weil mir persönlich kommt's einfach nur vor wie Filmmaterial, damit man möglichst oft hin und her laufen muss und das Spiel mehr Laufzeit kriegt. Und zu guter Letzt ist es halt auch zu Recht ein Klischee und eine geliebte Tradition in Point-and-Click-Spiele, dass man alles sie einpackt, was nicht festgenagelt ist. Und wenn's festgenagelt ist, dann klauen wir's trotzdem und die Nägel gleich mit, scheißegal wofür wir's mal brauchen können oder nicht. Und apropos Rätsel, tut es echt not, dass man nach gefühlt jedem Schritt sofort wieder aufgehalten wird, wie ein Rastafari, der an einem Polizeipicknick vorbeilatscht? I can't go any further. Eventuell bin ich bei dem Spiel einfach überempfindlich, weil mich so viel anders schon frustriert, aber das kann doch nicht bloß mir so vorkommen, oder? Also kurz gesagt, die Rätseldichte in dem Spiel ist für mich ein hervorragendes Beispiel für weniger ist mehr. Und wenn's mich fragt, ich meine, ihr habt's nicht wirklich eine Wahl, ihr erzählt euch so oder so, das hätte der Story vielleicht auch ganz gut da. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und zumindest ich hab's große Ziel, nämlich den Familienfluch zum Brecher, meistens überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Es war immer nur, wie kann ich den Aufzug in der scheinbar heimgesuchten alten Mine zum Laufen bringen? Oder wie kriege ich den Boilerbeauftragten da aus dem Weg, damit ich den Typen in der Anstalt fragen kann, wo unser Onkel ist? Oder sonstige Sachen. Und alles, was normalerweise Charaktere oder eine Geschichte ausschmücken darf, ist mir hier wieder eine erdrückende Menge an nutzlose Informationen vorgekommen. Wer von euch weiß zum Beispiel nur, dass der Samuel mal eine Frau gehabt hat, die im Schloss an Feuertod gestorben ist, den er scheinbar verursacht hat? She died in those horrible flames. And it was my fault. Das ist eigentlich voll das Riesending, aber es ist weder für die Geschichte, noch für unseren fucking Hauptcharakter auch nur im geringsten relevant. Es gibt keinerlei Auseinandersetzung mit seiner Schuld oder Vergangenheit, keine Angst vor Feier oder Visionen von seiner toten Frau, die das Spielgeschehen spannender oder an Sam interessanter hätten machen können. Absolute Wegwerfinfo. Versteht's mir jetzt bitte nicht falsch, ich find's grundsätzlich absolut geil, wenn Charaktere mehr Hintergrund haben oder Beziehungen unter einer spürbar sind in einem Spiel. Das ist ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Aber hier erschöpft sich das immer so schnell und führt zu absolut nix, wie zum Beispiel das mit Samster oder Frau. Oder schaut euch an Henry an, der einen Morris nicht mengen hat und er mit dessen Sauferei erpressen wollte. Nur dass der Henry dann halt einen neuen Tauchrekord aufgestellt hat und damit ist der narrative Keks ebenfalls zbreselt. Oder dass der Robert zusammen mit dem Herman Experimente an seine Patienten durchführen und er die Leichen verschwinden lassen kann. Was für Experimente? Mit welchem Ziel? Und warum kann das Ganze nicht ein bisschen plotbezogener sein? Was war denn das mit der Leichen vom Gärtner, die erstaunlicherweise komplett blutleer war? Ein herausstechender Fakt, der nie wieder erwähnt wird. In dem Spiel gibt's so viel, was so wichtig wirkt und dann einfach verpufft. Ich hab's Gefühl, wir schwimmen wie ein Clownsfisch in einem Schwarm roter Heringe mit. Generell fickt mich gerade am Ende so an, dass einfach so viele Fragen aufgelassen werden und dass vor lauter Ideen so viele Löcher in der Geschichte sind, dass eigentlich eine Triggerwarnung für Trypophobiker brei hat. Bestes Beispiel, nachdem sie James wieder eingefangen haben, spielt er Hängelampen, weil er nicht wieder eingesperrt sein will. Das schauen wir uns an, nicken verständig und benutzen 5 Minuten später den 2 Meter entfernten Fluchtweg, der immer noch existiert. Dann stellt sich auch noch die Frage, was der William sich von den Schlüssel überhaupt erhofft hat, von denen wir übrigens weder Herkunft noch Verwendungszweck rausgekriegt haben. I don't exactly know what their purpose is. Wir wissen aus dem Wälzer, den der Markus bei sich gehabt hat, dass der Mordred damals durch das Black Mirror Portal Monster aus einer anderen Welt holen wollte und nachdem das nicht geklappt hat, die Familie von Markus verflucht hat. One of your heirs will convert 5 souls of 5 mortals. Der Fluch hat dann anscheinend an Sam befallen, der die 5 sterblichen Seelen bekehrt hat und damit hätte ja der Mordred eigentlich zurückkehren sollen. And I will return. Aber nachdem wir die 5 Leute umgebracht haben, was war mit Mordreds Rückkehr? Nix! Pfiff Gas! Der Markus hat damals außerdem unbedingt verhindern wollen, dass die 5 Schlüssel jemals wieder zusammenkommen. Was absolut unmissverständlich so in dem Bier gestanden ist, das der Sam im Grab von Markus gefunden und gelesen hat. Never again would the keys meet in the hand of a mortal to open the gate between the worlds of good and evil. Warum meint dieses kernverstrahlte Vollgas-Rindviech dann bitte, es war eine gute Idee, die 5 Schlüssel wieder an einen Fleck zu bringen? I'll obtain the 5 keys and finish what William couldn't. Und was sie leider prominent in die Fragezeichenparade einreiht, ist das Ende. Maliore vax da sobra, malior im ibiute. Was ist da gerade passiert? Wir haben ja das ganze Spiel über das Ziel verfolgt, das uns das Narrativ vorgegeben hat, dann wird uns nicht einmal erklärt, was wir damit bewirkt haben und zu guter Letzt macht man noch ein Hecht auf den Gartenzaun oder was? Offensichtlich haben wir das Black Mirror Portal geschlossen, schon klar, schön und gut. Aber warum war das überhaupt aktiviert? Und warum hat es erst geöffnet, als der Sam das 5. Symbol gefunden hat und nicht schon mit seinem 5. Mord? Und überhaupt, warum haben wir den Mord am Robert weder gesehen, noch davon geträumt wie bei alle anderen? I understand nothing.
Die Liste an offene Fragen und Plotholes ist endlos und deswegen kommt jetzt zum krönenden Abschluss noch das größte Paradoxon von alle. Wer hat denn jetzt an William überhaupt umgebracht und die ganze Scheiße angefangen? Das Symbol ist ja ganz klar eins von denen, das wir bei Sams anderen Mordopfer auch gefunden haben. Aber Williams Tod war doch überhaupt erst der Grund, dass er heimgekommen und zum Mörder geworden ist. Davor war er ja ewig weit weg von alle. As well as it was not easy to find out where you were living. Es gibt nur 2 Nachfolger von dem Spiel und da versuchen sie dann einen Sinn reinzubringen und schaffen es auch teilweise. Aber was macht denn jetzt so ein armer Depp, der 14 Stunden oder mehr in den ersten Teil gesteckt hat und nach dem Ende mit minus 20 Antworten dasteht? I am filled with distress. Ich kannte jetzt natürlich auch nur über die Animationen, die unfreiwillig komische Qualität von der Sprachausgabe oder die bescheidenen Dialoge herziehen, aber das finde ich eher als witzig als nervig. Auch wenn es, wie schon gesagt, in einem gruseligen Spiel der Atmosphäre nicht hilft, wenn man ständig lachen muss. Was mich hingegen schon genervt hat, ist die komplett übertriebene Arschladung an Buchstaben, die einem das Spiel in die Ohrwascheln presst. Mei heiliger Sankt Schreibmaschinen, wie kann sie denn jedes Gespräch anfühlen, als da sich der Kollege da mit sich selber unterhalten, nur dass beide Seiten mehr zum Erzählen haben als 3 5-Jährige mit Zuckerschock, die gerade aus dem Minecraft-Film kommen. Und ich sehe gerade, dass mein Schimpfometer schon auf Anschlag steht, deswegen erzähle ich euch jetzt nur ein bisschen was über das, was mir am Spiel richtig gefallen hat. Die Grafik holt mir einfach voll ab. Auf so eine frühe 2000er 3D-Grafik kann ich mich jederzeit einlassen und gerade in Point-and-Clicks mag ich das genauso gern wie 2D-Pixelwelten, wenn es so schick gemacht ist. Was ebenfalls wahnsinnig geil ist und mit Sicherheit ein Haufen Arbeit war, sind zum Beispiel die Dokumente. Vor allem der Foliant da mit seiner ganzen Gestaltung oder Roberts Tagebücher mit den ganzen Zeichnungen drin, die sind hervorragend gemacht. Die ganze Atmosphäre, die sporadische Musik und auch Sounddesign generell warten eigentlich alle eine super Grundlage für ein richtig gutes Spiel mit Grusel- und Horrorelemente. Und auch wenn ich vorher gerade noch kiloweise Frust und Hass über die Geschichte gekippt habe, die Ansätze davon mag ich durchaus. Da sind so viele gute Ideen drin, aber halt einfach zu viel. Idealerweise hätten sie alles massiv aufgeräumt und abgespeckt, bis eine klar erkennbare Story zugrunde liegt und dann überlegt, wie man zum Beispiel die Charaktere besser an der Story ausrichten kann und genauso die Rätsel. Weißt, mit passenderen Hintergrundgeschichten, Beziehungsdynamiken und vor allem einer Erzählweise, die an Sam nicht schon weit vor Ende als einen Mörder entlarven kann. Da die The Black Mirror also weiterempfehlen. Ich sag's einmal ohne allzu sehr zum Übertreiben. Bevor ich das drum nochmal angelangt, klebe ich mir lieber Schleifpapier mit 20er Körnung in ein Flashlight. Wer wirklich viel Zeit und Geduld hat und eine hohe Toleranz für frustiges Rätseldesign, Logikfehler und unbeantwortete Fragen mitbringt, der kann sich gerne mal einen Monat freinehmen oder so und schauen, wie viel Spaß er ohne eine Komplettlösung hat. Leute, die sich einfach gern in einer gruseligen Atmosphäre verlieren, die könnten auch noch irgendwie eine Freude an dem Ganzen haben. Aber wer gern Erfolgserlebnisse hat oder eine spannende Geschichte mit gut geschriebenen Charaktere und geile Rätsel erleben hat, der darf gern noch ein bisschen tiefer in den Point-and-Click-Haufen eintauchen und sich was anderes suchen. So, diesmal waren es tatsächlich gleich 4 Episoden. Wahnsinn. Respekt und Danke an alle, die es komplett mitgemacht haben und generell ein riesiges Danke an euch alle. Seit einem Jahr mache ich den Schmarrn und jetzt habe ich bald 50 Abonnenten, was mich narrisch gefreut. Und wer jetzt brav bis zum Schluss geschaut hat, kann sich deswegen gerne überlegen, was ich als nächstes spielen soll. Ich mache auf Instagram unter Granty Gaming die nächsten Tage eine Umfrage und werde mir aus den Vorschlägen was auszuhören. Ihr könnt mir natürlich auch immer Apps in die Kommentare schreiben. Und alle von euch, die Spaß an meinem Humor und meinem Gemaule gehabt haben, lasst mir ein Like da, ich passe auch gut drauf auf, versprochen. Schreibt mir einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, bevor euch der Familienfluch der Gordons heimsucht. Ich sage jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.